Nein, also Entschuldigung, weißt du, da kriegst du eine Aufgabe, ein Flugzeug zu fliegen. Ich habe mir dann natürlich die Recherche gemacht. Ich habe geschaut, was ist hier möglich. Aber es ist hure Geratter gewesen. Überall rüttelt es und du bist so, Bro, das Flugzeug ist irgendwie nicht so stabil. Wie das läuft bei uns hier, gibt es jetzt am Ende von dieser Folge eine Aufgabe für dich. Gang auf die Jagd. Wirklich? Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast «Niemals nie», deinem Lieblingspodcast mit deinen Lieblingshosts. Das bin zum einen ich, die Anja, und zum anderen ich, der Stefan. Hey, jetzt ist es schon Kult, der Podcast. Da müssen wir uns ja gar nicht vorstellen. Das ist klar, oder? Jeder in der Schweiz kennt ihn. Bin auch schon angesprochen worden. Ah, du bist doch die von «Niemals nie». Ja, genau. Ja, das ist mir auch schon mehrmals passiert. So, jetzt haben wir genug Eigenpromo gemacht. In der zweiten Folge, meine Aufgabe an der Stefan war die Herausforderung, er muss ein Flugzeug fliegen. Stefan, wie bist du vorgegangen? Ich habe mich nämlich nachher fast ein bisschen schlecht gefühlt. Entschuldigung, weißt du, da kriegst du eine Aufgabe, ein Flugzeug zu fliegen. Ich habe mir dann natürlich die Recherche gemacht. Ich habe geschaut, was ist hier möglich. Ich bin zur Segelfluggruppe Dittingen. Also die Landebahn, muss man sich vorstellen, ist eigentlich eine Wiese. Und nebendran hat es halt so einen Hangar. Ich habe, muss man sagen, den Pilot kennt. Vielleicht, um das so ein bisschen rekapitulieren, ich bin auf den Flugplatz gekommen und er ist schon mal so ein bisschen später gekommen. Und ich bin so einfach allein auf dem Flugplatz rumgeirrt und bin so okay. Und dann so gesehen, Flugzeug starten. Ja, hast du schon gesehen? So, okay. Und du bist so, denkst, hey, wie soll ich das machen? Und er hat mir auch gesagt, so, Bro, dann wird er voll schlecht und so, du musst kotzen. Aber dann erzähl doch jetzt mal, wo er denn gekommen ist. Der Pilot ist angekommen und dann hat es so, Briefing. Und dann hat er so Zeug gesagt wie, ja, also wir haben einen leichten Nordostwind, der Flugraum ist gesperrt aufgrund von das und so. Und er hat noch den Wind verlesen, auf was man muss achten. Ein Segelflugzeug hat ja kein Motor, das heisst, es muss vorgezogen werden. Und dann, ja, haben sie mit dem Wägeli das Flugzeug mal vorgezogen. Dann habe ich eigentlich das erste Mal den Flieger gesehen. Ich kann euch einen kurzen Einblick geben. Ich kann euch zeigen, wie das tönt. Also das ist unser Flugzeug, oder? Und ich sehe jetzt eigentlich das erste Mal das Teil, wo ich reinsitzen muss. Also die Platz ist da vorne, ich werde von hinten fliegen. Es ist alles identisch vorne und hinten, wie alle wahrscheinlich kennen im Fliegen. Das ist da der Steuerknüppel. Klar, das kenne ich. Ja, das hast du auch schon mal gesehen. Was vielleicht viele nicht kennen, ist, dass man noch Pedale hat zum Fliegen. Das ist noch zum die Hochachse drehen. Bewegungen, die der Flieger macht, kennst du so ein bisschen, oder? Auf, runter. Rechts, links, so rollen, oder? Und mit dem Pedal kannst du noch so schieben, sagen wir dann. Ich bin eben bei GTA auch schon recht oft geflogen. Dort habe ich das eigentlich souverän gemacht, finde ich. Das ist eigentlich das Gleiche, oder? Man merkt, bei Schülern, die Flugsimulator-Erfahrung haben, ist es erstaunlich, wie viel das bringt. Also es ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, dass das effektiv hilft. Genau, also einfach GTA spielen und dann könnt ihr eigentlich basically das Flugzeug fliegen. Ja, aber schon noch spannend. Also weißt du, dass es eben nicht einfach nur fiktiver Scheiß ist eigentlich, sondern nein, ich glaube, das Feeling... aber das Verständnis. Voll. Wir müssen eigentlich dann an den Flieger annehmen. Dann hat man eigentlich alle Instrumente gezeigt, alle Griffe und so, die man hat. Dann also gut, dann ziehen wir jetzt das Flugzeug dort vorne ein Ding und dann machen wir noch so ein paar Checks und so und dann können wir eigentlich fliegen. Dann so der nächste Step sind dort rauf, oder? Und dann legt man so ein Gestellchen an und ich so, hey, was ist das? Und er so, ja, der Fallschirm. So, klar. Logisch hat man einen Fallschirm an, aber es macht einem schon ein bisschen nervös, wenn man dann so den Fallschirm anlegt. Dann hat er eigentlich einen Notfallcheck, das ist so ein bisschen, da gibt es ein mulmiges Gefühl. Da musst du so ein bisschen die Steps durchgehen, was passiert, wenn der Absturz ist. Und dann hat er mir noch einen Kotzbeutel gegeben, falls mir schlecht wird. Okay. Dann Klappe zu und dann hat er eben noch ein paar Funkgespräche und so, das, ready to take off. Und du so, und ich bin so, ja. Also das Segelflugzeug, das wird gezogen. Also dann ist vorne ein Motorflugzeug an, dann hat man das Seil angemacht und dann ist es losgegangen. Dann hat das Flugzeug losgelegt. Und einfach damit ihr ein kleines Feeling bekommt, wie das in diesem Flugzeug war, ist, wir müssen auch euch schnell reinziehen, wie das tönt hat dort drinnen. Und jetzt hat es abgehabt. Aber es war ein Geratter. Bist du verschrocken? Ja, weißt, plötzlich hat es so gezogen und es überall rüttelt und du bist so, Bro, das Flugzeug ist irgendwie nicht so stabil. So. Du bist jetzt innen und denkst, mein, was mache ich da, ey? Das ist ja so dumm. Das Gute ist, ich bin einfach dort innen gehockt. Und normalerweise musst du halt ausgleichen, wenn der dir vorne zieht. Dann musst du halt wie beim Autofahren hinten, du musst halt schauen, dass du hinter ihm bleibst und so. Und das hat halt alles der Pilot, also der Beat gemacht, während dem Fliegen. Ich bin am Start da schön.
gemütlich da drinnen gehockt und ein bisschen den Start genossen. Relativ schnell wild ist es dann geworden, wo man kann so an einem Hebel ziehen kann, dann klingt das Seil aus. Und da war schon gerade ein bisschen ein mulmiges Gefühl gewesen. Und da muss ich jetzt sagen, da danke ich jetzt auch nicht gerade an Beat, hat er mich kurz in die Bredouille gebracht. So, jetzt ohne Seil, hä? Adieu. Alter! Ey, mir ist das Herz in die Hose. Aber er hat es dann schnell wieder gefangen und hat mich ausgelassen. Dann ist es soweit gesehen und ich musste das Flugzeug fliegen. Es ist nicht einfach. Du musst so viele Sachen gleichzeitig machen. In der Luft piepst es noch überall und dann musst du noch die Instrumente und so anschauen. Und dann musst du noch die Knüppel, Pedale gleichzeitig. Dann hat der Beat gesagt, also komm, zirkel mal. Das ist schon hure mulmig, weil du musst halt dann alles gleichzeitig beachten, wie liegt das Flugzeug. Und er hat dann irgendwann einfach gesagt, so, schau einfach auf den Horizont, schau, dass die Nase immer so ein bisschen unter dem Horizont ist und liegt nach innen. Dann zirkelst du automatisch quasi halt auf. Und dann irgendwann hat er so gesagt, so, jetzt kannst du mal richtig Basel fliegen. Ich so, Bro, wo ist Basel? Ich habe keinen Plan, wo Basel ist. Noch ein einfach ultra geiler Effekt, der hat mir auch herrlich gewesen. Das wichtigste Instrument am Segelflugzeug ist ein rotes Fädeli, das vorne an der Scheibe angeklebt ist. Wieso? Warum? Ja, das haben mich auch gefragt. Das Fädeli zeigt dir natürlich die Luftströmung an. Und dann musst du halt beim Fliegen die ganze Zeit schauen, dass du parallel zum Fädeli fliegst, oder? So etwa. Kannst du auch mit dem Pedal mal probieren, das Fädeli in der Mitte zu halten. Das Fädeli und die Querroute, das funktioniert eigentlich immer zusammen. Also wenn du das eine machst, musst du das andere auch machen. Am Schluss Hört man das am Schluss? Weil ich bin auch so gesehen, so also dann alles widerspiegelt. So gut im Wasser. Das Fädeli. Das Fädeli. Also mit dem Querruder, Fädeli hier, mit Pedal musst du eigentlich alles immer gleichzeitig machen. Ich bin so, was? Ja. Er hat auch irgendwann so gesagt, Strom off oder irgendetwas. Und ich so, hä, was? Ah nein, ich bin am Funken, ich rede nicht mit dir. Also, okay. Schau einfach, dass das Fädeli gerade ist. Genau. Du schaust jetzt auf das Fädeli, Horizont, dann bist du bedient. Irgendwann hat er dann gesagt, also ich übernehme wieder. Und dann hat er doch nicht gefunkt mit denen, die unten waren. Und gesagt, ist okay, kann ich landen. Also hat er natürlich da im Funk gesprochen und so, weißt du. Das war so das Ende gewesen. Dann habe ich gedacht, ich bin gerade das Flugzeug geflogen. Ein kleines Fazit. Genuss war es jetzt nicht gewesen. Ich konnte schon ein bisschen geniessen, aber der grösste Teil ist schon so ein bisschen einfach Adrenalin und so. Und wo Noch man nicht das ganze Vertrauen. Voll. Es war schon ein wilder Tag gewesen, so. Es schon viele Eindrücke auch, und man ist am Schluss einfach so, wow, eigentlich schon easy ist es jetzt auch. Also nein, es ist ein tolles Erlebnis gewesen. Ich bin dir dankbar, dass du mir das aufgetragen hast, weil ich habe jetzt wie so eine Geschichte zum Erzählen. Das stimmt, kann nicht jeder von sich sagen. Genau. Und, aber sonst, also wirklich Cool. etwas, was ich sonst eigentlich nicht gemacht hätte, glaube ich. Ja, niemals nie, oder? Hat mich schon, habe ich auch ihm dann nochmal gesagt, so crazy, dass du das einfach kannst. Er hat das auch so mit einer Leichtigkeit und mir noch ein bisschen erklärt, mir noch über die Schulter gefilmt und so mit dem Handy. Da hat er so ein bisschen gemütlich und ich war so komplett überfordert gewesen. Also ich habe so wirklich so Respekt vor denen, die das einfach können. Du Anja, jetzt ist das ja so bei diesem Podcast hier. Wie das halt so ist, wie das läuft bei uns hier, gibt es jetzt am Ende von dieser Folge eine Aufgabe für dich. Und ich habe gedacht, wieder mal ein aktuelles Thema, das einem so ein bisschen beschäftigt. Und habe gefunden, schau, Anja, isst du Fleisch? Ja, esse Fleisch. Hast du schon mal ein Tier umgebracht? Nein, habe ich noch nie. Meine Aufgabe an dich ist, gang auf die Jagd. Wirklich? Du gehst auf die Jagd. Einfach, dass Ja. du als Fleischesserin auch mal siehst, wie das ist, wenn man jagt. Aber cool, die Jagd finde ich im Fall spannend. Ich bin ja in Graubünden aufgewachsen. Und Hast du jetzt einen kenne ein paar Vorteil? Leute. Ein Vorteil. Nein, ich kenne einfach ein paar Leute, die auf die Jagd gehen. Und dann hat man halt natürlich im Hirsch, im Löwen oder wo auch immer darüber geredet, oder? Aha, in der weißt. Restis quasi. Ja, genau. Ich habe gedacht, Hirsche, Leuen, was könnt ihr jagen im Graubünden? What the fuck? Aber cool, nein, freue mich im Fall. Danke, Stefan. Danke dir. Wir sind wieder am Ende von einer weiteren Folge «Niemals nie». Danke vielmals, habt ihr durchgehabt. Bis zum nächsten Mal, wenn es heisst «Niemals nie». Auf Wiedersehen. Hm? Tschüss zusammen. Ciao.